Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016, wo wir durch jedes F1 durchgehen und eine Fahrerkarriere machen. Und ja, wir sind jetzt in Spa, meine absolute Lieblingsstrecke, die es gibt. Und ich freue mich richtig auf das Wochenende hier. Ich bin gespannt, ob es trocken bleibt. Ich hoffe, es bleibt trocken. Wir haben auch noch ein bisschen Updates raushauen. Nicht viel, aber es war ein bisschen etwas gewesen. Wir haben ja das Chassis nochmal updated jetzt, oder endlich updated. Wir sind jetzt ein bisschen aufgerückt. Allerdings ist McLaren Honda mega am Abgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge noch drin hatte, darum sage ich es jetzt nochmal. Renault hat auch recht gut aufgeholt, sauber. Unser altes Team ist ein bisschen zurückgefallen wieder. Muss uns aber nicht mehr weiter kratzen. Und ja, es ist ganz klar, was wir jetzt wieder möchten rausholen an diesem Wochenende. Möglichst viele Ressourcenpunkte, dass wir da nochmal ein bisschen aufholen können. Ich denke, als nächstes würden wir wahrscheinlich auch Motorleistung machen. Wobei nochmal so ein Abtriebteil wäre auch nicht schlecht oder so ein Chassiteil. Das müssen wir schauen. Ich mache jetzt sicher mal das Training wieder, so wie immer. Und dann sehen wir uns wieder im Qualifying. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Let's go. So, herzlich willkommen zum Qualifying hier in Spa. Und ich muss einfach gerade vorab sagen, ich liebe einfach Spa. Wirklich. Nicht nur zum Baden. Nein, ich liebe wirklich die Strecke. Es ist einfach unglaublich. Auf jeder Strecke habe ich einen Struggle mit diesen Autos, aber auf Spa läuft es. Bis auf Rouge. Rouge ist echt tricky zum Fahren mit diesen Autos, aber es ist einfach geil. Ich liebe die Strecke einfach so hart. Die ist einfach immer gnädig zu mir. Die ist immer gnädig zu mir. Sie gönnt mir einfach immer so viel. Ich sage es euch, wie es ist. Oh Mann, es ist einfach... Ich liebe den Flow auf dieser Strecke. Ich muss nicht mehr über das reden. Ich wüsste, dass ich Spa wirklich sehr, sehr gerne habe. Und ja, ich bin gespannt, was wir im Qualifying rausholen. Wir sind jetzt im ersten Practice sind wir auf P1 gefahren. Sind aber die einzigen auf Supersoft. Und mit Qualifying sind wir natürlich... Wir müssen jetzt Gas geben, weil es kommt jetzt dann noch ein Schiff im Qualifying in 30 Minuten. Und im Rennen ist es trocken am Start und wird Regen geben und dann wird es aber wieder trocken. Also es wird wirklich sehr, sehr spannend zu rennen. Ja, und sonst muss ich eigentlich wirklich sagen, das Auto fühlt sich nicht schlecht an. Also das Setup ist eigentlich gut, es könnte stabiler sein, aber ich glaube, es wäre ein bisschen langsamer. Und was einem wirklich auffällt, ist, die Autos sind so abnormal schnell auf der Geraden. Also da merkt man auch, dass die kein Gewicht hatten dazumal, aber gleich Dampf ohne Ende. In der Kurve sind es definitiv schlechter als die aktuelle Generation, plus halt das, was vorher war, von 2017 bis 2021. Aber auf der Geraden sind die wesentlich schneller als 22er und 21er oder halt bis 17er Autos, weil die einfach viel zu schwer waren. Also mit dem Auto erreiche ich auf der Camel Straight oben etwa so um die 360 km/h, so wie auch in Aserbaidschan. Also es ist wirklich insane mit den Autos. Gut, also ich würde sagen, wir legen gerade los, wir fahren raus und ja, hoffen, dass wir da eine gute Lap hertatschen für den ins Rennen rein. Okay, P5. Purple im ersten und im dritten Sektor. Im zweiten Sektor habe ich ein bisschen verhauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie ihr schon gesehen vielleicht, es regnet schon leicht, die Strecke ist schon leicht feucht, also ja, viele schnelle Zeiten werden wahrscheinlich nicht möglich sein. Wir sind auch vor dem Hülkenberg, das ist schon mal die Hauptsache, aber wir sind weit weg von den Top-Teams. Wir gehen mal gerade in die Garage und schauen mal, wie es jetzt so aussieht. Wahrscheinlich wird es jetzt schon ein bisschen stärker regnen, dass es gar nicht mehr lohnt für eine schnelle Runde oder dass es gar nicht mehr gross möglich sein. Eigentlich sollte es zwar in ein paar Minuten anfangen, aber ich würde sagen, wir tun mal Zeit vorspulen. Schauen wir mal, wie sich die Bedingungen noch entwickeln. Und sonst, ja, gehen wir dann nachher nochmal raus oder wir bleiben drinnen. Okay, es lohnt sich nicht mehr. Das Ding ist aber jetzt fast gerade an verregnen wahrscheinlich. Ja, wobei, es ist jetzt wieder heller geworden. He? Ja komm, ich gehe glaube ich gleich nochmal raus. Ich gehe nochmal raus. Ja, wobei, da regnet es eben recht. Aber es ist immer noch Soft-Bedingungen. Soll ich nochmal raus probieren? Wir sind jetzt vor dem Hülkenberg. Wir schauen jetzt mal, wo sich der Hülkenberg qualifiziert oder und er durchkommt. Der fährt nämlich jetzt gerade vorbei. So, da, er ist auf P.
Er ist jetzt schneller geworden, hä? Anscheinend. Er ist jetzt schneller geworden. Die Strecke wird jetzt langsamer wahrscheinlich, darum lohnt es sich nicht mehr. Okay, wir tun es beenden, das Qualifying. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf Hä? die Top 3. Wo hat er jetzt die Zeit noch... Oh Mann, hat er erst jetzt Warm-up gemacht oder was? Nein, der ist auf einer schnellen Runde gewesen. The fuck? Nein, egal, 13. Können wir schon rausholen im Rennen. Wir gehen ins Rennen, let's go. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Daniel Ricciardo startet heute von der Pole und Nico Rosberg macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Quert, Hamilton, Sebastian Vettel und Massa, Hülkenberg, Alonso, Verstappen und Valtteri Bottas. Räikkönen, Button, Force India und Magnussen. Ericsson, Grosjean, Felipe Nasser und Pascal Wehrlein. Sainz Junior und Palmer. Esteban Gutierrez und Rio Hayanto macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, also. Wir starten mit Softs, das macht Sinn. Und gegen Schluss könnte es regnen. Das wird richtig geil werden. Vorher hat es so geheißen, es kommt Mitte vom Rennen regnen, jetzt geht es gegen hinten raus. Aber vielleicht können wir mit Trockenreifen fertig fahren. Wir nehmen etwa 11,8 Runden Sprit mit. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich freue mich richtig auf das Rennen. Let's go! Oh, Bombenstart! Und dann teilen wir da schon mal kleine. Fettgemisch rein. Ah, jetzt haltet uns sogar ein bisschen der Bottas auf. Hülkenberg! Oh mein Gott, Hülkenberg! Oh, let's go, Alter! Oh, durch da! Let's go! 3 Autos geholt! Danke Hülkenberg für das. Oh ja, der Hülkenberg so etwas gesehen, abfliegen dort gerade. P7. Vor uns Kwiat. Den können wir wahrscheinlich holen sogar noch, weil der fährt nur in einem Toro Rosso. Wobei Toro Rosso ist zwar relativ stark, aber vorne dran ist ein Williams und der ist nicht mehr so extrem schnell wie auch schon. Das ist eigentlich in unserem Range. Let's go! Sehr guter Start gewesen. P13 auf P7 führen. Aber ich muss immer ganz klar sagen, Spa ist keine Referenz. Weil Spa ist eine Strecke, die ich immer fahre, sehr oft. Auf jedem Game, eigentlich auch in Assetto Corsa. Oder auch, ja, es ist einfach... in jedem F1-Game bin ich so oft gefahren. Von dem her... Es ist wirklich keine Referenz. Oh, es fängt schon von Tröpfeln. Jetzt schon Regen. Alter, was ist los mit dem Wetterbericht? Oh mein Gott, wir sind viel schneller. Ich habe keinen Speed auf der Gerade. Oh! Wow! Alter, wenn ich jetzt das Bremspedal durchgedrückt habe. Hey, wo ist das Wetter? Ich muss mir echt schon auf die Camel Straight schauen. Ah, da Wetterbericht. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eben, Orange ist echt kritisch mit den Autos. Für 20 Minuten werden wir leichten Regen haben, aber es langt noch, dass wir mit den Dings können fahren können, mit den Softs oder beziehungsweise Trockenreifen. Ja, vielleicht kommt ja noch ein Safety Car. Okay, Massa ist am Vettel vorbei. Vettel hat Probleme, nehme ich jetzt mal schwer, aber der ist echt langsam. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Okay. Wenn setzt der Träger richtig ein? Wenn merken wir, dass wir keinen Grip mehr haben?
Battle Will to Will. Willbanging. Innen, ich aussen. Wollen dann nachher auf den Backstraight dort dann ein bisschen, was wieder auf Startziel geht vielleicht. Oh mein Gott, das ist rutschig. Nachher noch gut fahren. Jetzt müssen wir boosten. Oh, gelb. Gelb hinter uns. Oder? Hä? What the fuck? Jetzt hat es eine gelbe Phase gegeben, aber es ist kein rausgeflogen. Es regnet jetzt mehr. Ich weiss nicht, ob ich in die Box gehen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hat jetzt zwar gesagt, wir sollen schon in die Box kommen. Aber wenn es jetzt mehr regnet, wäre vielleicht die Überlegung, auf Inters zu gehen. Meine Innenreifen sind auch auf 34%. Ich gehe noch nicht in die Box, glaube ich. Ich schaue mal, was KI macht. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Okay. Oh, sie geht in die Box. Die geht in die Box. Okay. Oh, bitte gehen. Ja, ich weiß nicht, ob sie auf Inters gehen. 2,0 Sekunden. Weil ich möchte nicht jetzt in die Box gehen und nachher muss ich noch malen. Da habe ich aber gar keinen Bock. Ich fahre jetzt eine Runde. Vielleicht wird es mehr Regen geben, vielleicht weniger. Oh mein Gott, über Urushine ist schon echt kritisch. Nein, ich glaube, sie gehen nicht auf Softs. Auf Inters. Ist echt tricky, die Bedingung. Es ist kein Inter, aber es ist so, es ist noch Slicks, aber es ist rutschiger. So weiter fährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas Echt tricky zum Fahren gerade. Oh mein Gott. Aber ja, die rutschen so. vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Real. Alle die echt alle Softs. Die sind rot. Die sind auch rot. Die sind gelb. Okay, sie haben alle auch Softs. Oder beziehungsweise halt einfach das Slicks. Fahr raus, fahr jetzt raus. Und in einem Bottas. Oh, es ist schwierig zu einschätzen, das Ganze. Unser letzter. Oh, was machen die da? Da fährt einer extrem langsam. Wenn die jetzt aber nicht bitte gut pinnen da, hä? Palmer, wieso fährt der so langsam? Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Mir würde es mal wundern, was meine Reifen so sagen. Ich habe das Gefühl, ein Inter wäre jetzt schon mal wieder nicht schlecht. Oh, ich muss so vorsichtig aufs Gas. Okay, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Reifenwechsel an die Box zu fahren. Okay. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Ah, jetzt ist der Dings in der Box. Jetzt gehen alle Pits, oder? Nein. Du bist in der Boxengasse. Ich kann wieder nicht Gas geben. Was ist das für ein Bug immer, den ich hier habe? Was ist das für ein Bug, den ich immer dort habe? Okay, Inters, okay. Der okay. Nein, es ist der Hülkenberg. Hülkenberg kann jetzt pur profitieren. Auf Renntempo bist. Hülkenberg kann jetzt brutal profitieren. Boah, bitte, sie haben beim Hülkenberg nicht den Fehler gemacht und haben dann gerade auf... Also wenn sie jetzt gerade auf Inters pittet haben, der Hülkenberg,
Dann holt er jetzt fette Punkte. Wenn sie es vergamet haben, holt er keine fette Punkte. Bitte. Game. Aber ich habe ein bisschen Sorgen, weil der Gutierrez ist eben ja noch auf Softs gegangen. Palmer ist auch auf Softs. Ja, habe ich eigentlich nur die 3 Sekunden. Zeigt es das irgendwo an? Ja, ich glaube schon. Ich muss einfach schnell fahren. Nein, der Hülkenberg ist in die Box gegangen. Hey, nein. Nico ist jetzt an der Box. Ja, das haben sie jetzt ein bisschen verbockt. Oh, Vettel. Let's go. Hahaha. Da werden die langsam da. Ja, Kollege, mach ein bisschen Platz bitte. Wir sind wieder P5. Kommt mir mit dem Benzin noch Oh, aus. gelb. Dann Ricciardo. Okay. Wieso? Ah, der hat Motorschaden. Gelbe Flaggen vor dir. Der ist vor uns. Let's go. Sei vorsichtig, Eine geschenkte, siehst. Virtuelles Safety Car. Virtuelles Safety Car. eine geschenkte Position. Sainz in der Pits. Wir sind P3. Oh, let's go! Die sind immer noch auf Softs gefahren. Die Distanz zum Führenden beträgt 38,0 Sekunden. 3 Runden. So, also wir sind auf der letzten Runde. Es ist schon Anfang echt nass. Und wir müssen ja noch 3 Sekunden rausfahren auf den Vettel. Die haben wir zwar mit 3,8, also sehr knapp nur. Und er ist schneller als ich. Vor allem im zweiten Sektor ist er viel schneller als ich. Wir haben nur noch Benzin. Und ja, jetzt gilt es, das zu verteidigen, also möglichst viel Zeit können rauszufahren. Und sonst würden wir einfach hinter den Vettel droppen, was immer noch eine gute Position wäre. Aber das Podium würden wir somit verlieren. Aber ich denke, wenn KI nicht so das ganze Pitten verkackt hätte, wieder einmal. Also KI macht echt viele Fehler in dem Game, aber das ist einfach, weil sie wahrscheinlich scheiße programmiert ist. Ja, würde sie wahrscheinlich weiter vorne sein, beziehungsweise wäre ich nicht Dritter. Also 3,5 Sekunden. Das ist sehr knapp. Sehr, 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 sehr knapp. Mal schauen, ob es gelangt hat. Wir sind P3 noch. Platz auf dem Podium. Tolle Yes, Fahrt. wir haben es geschafft. Team hat dieses Wochenende besonders Let's hart go. gearbeitet. Das ist eine fantastische Belohnung dafür. Gut, eben wie gesagt, Spa ist nie Referenz, weil Spa ist halt eine Strecke, wo mir wirklich gut liegt und weil ich halt auch sehr, sehr oft hier fahre. Mercedes absolut dominierend. Die sind 33 Sekunden vor mir gewesen. Ja, haben wir nicht bekommen. Schade, wir schauen mal schnell noch, was wir können weiter updaten können. Aber by the way, wir haben eine Rivalitätsunentschieden gemacht mit dem Sepp. Wir könnten jetzt hier das hier machen. Das wird nur ein kleines Update sein. Also ich würde sagen, wir sparen die Ressourcenpunkte. Mit dem Ziel entweder Power Unit oder Chassis oder Aero. Eines von denen. Ich würde sagen Aero wahrscheinlich eher. Das wird im Auto noch ein bisschen gut liegen, wenn wir ein bisschen bessere Aerodynamik hätten. Aber ja. Dann würde ich mal sagen, was es war mit dem Rennen hier von Spa. Falls euch die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr würdet das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann wieder im nächsten Rennen. Das ist in Monza, glaube ich. Jetzt kommt Monza dran. Ja, Monza. Und danach haben wir nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rennen. Dann sind wir schon fertig mit dieser Karriere. Die haben wir jetzt relativ schnell durchgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber falls ihr Bock habt, wie gesagt, gerne das Video bewerten. Abonnieren nicht vergessen und dann würden wir uns dann wieder in der nächsten Episode sehen in Monza. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!